So, alle zusammen zurück zum Witcher. Wir sind zurück im Buckelsumpf. Wir gehen dieser Quest nachher. Wir müssen... wir gehen einfach schauen gerade. Irgendwie sollte der Baron noch dort rum sein. Mal schauen. Ah, da oben steht er schon. Wir hätten nie gedacht. Eine Schönheit? Von wem zum Teufel redest du? Eine gewaltige Stute. Ein Monster von einem Pferd. Alle sind durchgedreht, übereinander hergefallen. Haben alle getötet. Nachbarn, Kinder. Der Geist des Waldes. Er rächt sich an denen, die seinen Niedergang wollten, treibt sie in den Wahnsinn. Geralt, gut, dass du da bist. Ich kann ihr Geträller nicht enträtseln. Ich sollte sie die Peitsche kosten lassen, sie auf Kurs bringen. Herr, das haben Sie auch gesagt. Über die Stute meine ich. Dass sie der dunkle Geist des Waldes ist. Wer hat das behauptet? Die Hexenjäger. Sie sind hier durchgekommen, wollten zum Dorf im Sumpf. Das Mädchen, das nach seiner Mutter gefragt hat, ist mit ihnen geritten. Mädchen? Wir müssen da sofort hin, Geralt. Ja, stimmt. Das ist die Stute, wo wir... die Herrin des Waldes, die wir befreit haben, natürlich. Jetzt ziehen die durchs Land. Cool. Einverstanden. Ich hole meine Männer. Kommt schon! Wir müssen den Sumpf durchqueren und diese verfluchten Mumen erledigen. Da. Dreckssumpf! Diese verseuchte Luft lässt den Bauern das Hirn verfaulen. Mumen, Scheiße! Was werden sich diese Landeier als nächstes ausdenken? Die Mumen gibt es wirklich. Das wirst du schon bald merken. Ja, verrückte alte Weiber, die Kleingehacktes aus den Gedanken der Bauern machen. Vermutlich hat Anna großherzig zugestimmt, bei ihnen zu bleiben. Hatte schon immer ein gutes Herz. Ja. Moment, schnell. Ich muss schnell da. Inventar. Kartasche ausrüsten. Sind wir da eigentlich noch so? Ich tu mal den noch. Da. Oh. Der Weaver noch absucht. Kartasche montiert. Ja, so viel habe ich lang nicht mehr gesehen. Wir hätten nicht hin. Jetzt verräumt, Wir haben doch gar keinen Grund, uns Was hier willst du, rumzutreiben. Mann? Diesmal haben wir es geschafft. Aber wer weiß, was wir da unten noch alles finden. Fürchte Angst? Aus deinem Mund, Bullenberti? Was? Ich? Angst? Du träumst wohl. Schon gut, Jungs. Gehen wir weiter. Hop ab. Zeig diesen Monstern, wer hier das Sagen hat. Bullenberti, du. Ist schon der Bullenberti. Hä? Ja.
Wo kommen solche Ungetüme her? Das sind Frauen, die zu viel gesoffen haben. Denk an das. Wenn du das nächste Mal eine Frau was trinken lassen willst, trink lieber selbst. Die Sprüche über Eck. So geht man doch aufs Weg. Giele. Aha. Hexer, warum bist du hier? Das sehen wir später. Ah, Dings ist schon da, oder? Lasst euch nicht zurückdrängen! Dings ist schon da, wie heisst sie? Das kann ich gar nicht sagen. Hexer, hast du deine Meinung geändert? Wie viel hat mein Vater dir gezahlt? Ich denke, du hast nichts zu befürchten. Hast ja deine neuen Freunde mitgebracht. Ich habe keine Angst. Das ewige Feuer beschützt mich. Vor mir muss es dich nicht beschützen. Tamara, liebe Tochter. Ah, Tamara, Du natürlich. bist wieder da. Komm, verweigere mir diese Umarmung nicht. Bleib weg von mir. Ich bin wegen Mutter hier. Im Gegensatz zu dir werde ich sie nicht hier verrotten lassen. Was zum Teufel glaubst du, was ich hier mache? Ich bringe sie nach Hause. Oh, das lässt du schön bleiben. Du wirst sie nicht anrühren, niemals. Das lass ich nicht zu. Ich verstehe, dass du zornig bist. Ich war nicht der beste Vater und Ehemann, ich weiß. Ich habe mich aber geändert. Frag die anderen. Geralt, los, sag's ihr. Ich sage gar nichts. Ich sollte Anna finden. So. Hört auf zu streiten. Es ist sinnlos. Wir müssen Anna finden. Wahrlich, ich sage euch, Zorn und Mutwillen führen zu nichts als dem eigenen Niedergang. Wer in drei Teufelsnamen ist das? Und wer fragt die Soro? Das ist mein Kommandant. Was ein betrunkenes Schwein freilich nichts angeht. Tamara, du stehst jetzt auf deren Seite? Willst du, dass sie deinen eigenen Vater foltern und aufknüpfen? Du bist nicht mein Vater. Es schert mich einen Dreck, was aus dir wird. Ich erinnere daran, dass wir hier eine Aufgabe haben. Hexer, wirst du uns helfen? Ich wäre nicht hier, wenn ich das nicht wollte. Ich habe 5 Männer verloren. Und ich weiß nicht, was uns an diesem verfluchten Ort noch alles erwartet. Die Zeit drängt. Die Mumen können jeden Augenblick zurückkommen. Ha, woher willst du wissen, dass sie nicht schon längst hier sind? Weil wir noch leben. Durchsucht das Dorf. Nicht. Hier drüben! Mutter? Ist sie's wirklich? Nein! Unmöglich!
Wir müssen etwas tun. Hexa! Da kommt etwas. Passt auf. Was war das? Wölfe vielleicht? Klang nicht nach Wölfen. Waren auch keine. Macht euch bereit. Komm schon. Dich! Und zack, zack. Ui. Ui. Nimm die schon. Ah, schon. Oh, kommt das Schiff. Ah, jetzt ist West tot. Tamara tot. Was war das? Sah wie ein Bies aus. Die Mumen wissen, dass wir hier sind. Sie haben das Monster auf Anna angesetzt. Diese verdammten Hexen. Wann hört das auf? Seht, was sie ihr angetan haben. Sind sie nie zufrieden? Seht sie doch an. Hexer, du musst dich doch mit sowas auskennen. Was ist los mit ihr? Sie hat sich völlig verändert. Die Mumen müssen sie verflucht haben. Kannst du diesen Fluch brechen? Dazu muss ich wissen, welcher es ist. Sie kann hier nicht allein gelebt haben. Vielleicht ist noch jemand hier, der etwas gesehen hat. Haben sie? Vielleicht Hansi. Ah, genau. Ein Junge, ein Einsiedler. Er lebt im Sumpf. Kam hier von Zeit zu Zeit vorbei. Vielleicht hat er was gesehen. Wir müssen ihn finden. Er mag keine Fremden. Wartet hier. Ich gehe besser allein. Okay. Kann ich auch ein Stündchen meditieren? Ist echt das möglich? Ja. Ah, kann ich nicht. He? Also. Rum. Und die Rekruten, wie gewohnt.
hasse die Uhren Wasserweiber einfach. Au! Auch Heibton. Jetzt sollte ich meditieren. Stimmt. Ah, gut. Hansi. Schon. Hansi! Hansi! Er ist nicht hier. Da stimmt was nicht. Ich muss mich umsehen. Vielleicht versteckt er sich. Es geht Pirelli nachher etwas. Ja, ja, genau. Frische Fußspuren. Hansi ist hier entlang gelaufen. Ist er vor etwas geflohen? Oben durch. Ja, ja. Hier. Hansi rufen. Hallo? Hansi, wach auf. Was? Wer? Oh, Hexer. Hast du mich erschreckt? Dachte schon, es wären diese abscheulichen Hexen. Hab welche bei deinem Unterschlupf getötet. Die Mumen haben sie geschickt, um mich zu bestrafen. Du hast die Mumen gegen dich aufgebracht? Wie das? Ich habe ihnen gesagt, sie sollen verschwinden, aber das mögen sie nicht. Warum hast du das gemacht? Ich wollte Oma helfen. Sie war so gut zu den Kindern. Ohne die Kleinen wäre es hier draußen so fad, sie wäre vor Langeweile gestorben. Ich habe die Mumen angefleht, ihr nichts zu tun, aber sie waren wütend, denn Oma hat die Kinder entkommen lassen. Aha. Dann hast du gesehen, was mit Oma geschehen ist? Oma hatte aus Versehen etwas Mohn und Asche vermischt. Ich half ihr beim Aussortieren. Hab von Natur aus kleine Hände, siehst du? Sowas ist ein Klacks für mich. Waren gerade dabei, die Samen aus der Asche zu holen. Da schrie Oma auf einmal auf. Das Zeichen auf ihrer Hand fing an zu leuchten. Sie rief, ich solle mich verstecken. Bin in eine Truhe gekrabbelt, hatte kaum Zeit, bevor die Mumen reingewackelt kamen. Die Weberin schnitt Oma eine Locke ab, zur Strafe, dass sie die Kinder entkommen ließ. Dann öffneten sie die Luke im Boden, stiegen runter, weit runter, leider nicht bis in die Hölle. Graue dort, hä? Wozu brauchte die Weberin Omas Haare? Irgendeine Idee? Die Mumen hören mit den Ohren anderer. Das Haar gibt ihnen Macht über deren Leben. Manchmal weben sie aus dem Haar seltsame Schnüre und manchmal nehmen sie es mit nach unten. Hast du einen Blick durch die Luke geworfen? Sehe ich etwa so dumm aus? Nein, aber neugierig schon. Meine Neugier hört dort auf, wo Dummheit anfängt. Gute Antwort.
Bist du in der Truhe geblieben, bis die Mumen fort waren? Ich hatte es vor. Sei still und rühr dich nicht, habe ich mir gesagt. Keinen Mucks, bis sie gehen. Aber dann fiel Oma zu Boden, fing an zu schreien und sich die Haare auszureißen. Ich wusste weder ein noch aus. Da bin ich rausgekommen, wollte ihr die Kräuter geben, die sie immer den Kindern gegeben hatte. Aber sie war nicht mehr sie selbst. Sie war ein Monster. Und? Hast du ihr die Kräuter gegeben? Ich hab's nicht geschafft. Die Mumen kamen zurück. Ich bin auf die Knie gefallen und hab sie angefleht, Oma zu verschonen. Da fing die Brauerin an. Böser Junge, oh du Böser, darfst nicht Nein sagen, wenn die Schwestern ein Ja hören wollen. Dann sagte die Flüsterin, lauf, Junge, lauf, bevor deine Beine verfaulen. Sie lachten und ich rannte davon. Oh, oh jetzt. Du solltest dich glücklich schätzen, dass du fliehen konntest. Mach ich ja, aber ich bin die Herrinnen nicht lange los. Wenn mir mein Ja. Leben lieb ist, muss ich mich verstecken. Dann kann ich meine gemütliche Höhle vergessen. Da gucken sie zuerst nach mir. Geh am besten tiefer in den Sumpf, oder? Ah, das werde ich wohl müssen. Und was machst du? Da ist etwas in diesem Keller. Der Schlüssel zu Omas Schicksal. Da bin ich sicher. Wirst du ihr helfen? Wenn es noch nicht zu spät ist, danke, Hansi. Und viel Glück. Gleichfalls. Und sollten dir irgendwelche Wasserhexen übern Weg laufen, versohl ihnen kräftig den Hintern. In meinem Namen. Leb wohl, Hexer. Ah, das ist einfach gut. Das ist einfach gut. Wir haben sie dann. Komm rauf da. Komm rauf, Geralt. Manchmal macht er mich fertig, der Geralt, ich sage dir's. Hast du etwas erfahren? Wie ich's mir dachte. Die Mumen haben deine Mutter wahrscheinlich verflucht, haben ihr eine Haarlocke genommen und sind damit in den Keller verschwunden. Die Kellertür ist versteckt. In dem Fall haben wir keine Zeit zu verlieren. Soll ich alleine gehen? Ich gehe vor. Lass mich vorausgehen. Ich rufe, wenn ich was Interessantes gefunden habe. Na schön, Ja, genau. fangen wir an. Das ist cool so, ja. Ja, jetzt die noch die Looten. Oh ja, das Monster kann ich das auch looten. War jetzt nicht drin. Schieb ab, bevor mir der Geduldsfaden reißt. Da, Hexer. hüte deine Zunge, mein junger Freund. Ja. Fragen? Wollte ich ein bisschen looten. Jetzt noch Kisten. Hüten. Achtung, da was ist dumm. Muss ich ein Safe machen? Und ich glaube es fast.
Beim ewigen Feuer. So viele habe ich noch nie gesehen. Ziemlich geschmacklos. Was soll das sein? Symbole für ein Ritual der schwarzen Magie. Hexen weben Menschenhalen verfluchte Puppen ein. So können sie die Seele der Person beeinflussen. Glaubst du, dass eine der Puppen Anna darstellt? Können wir sie befreien, wenn wir sie finden? Ich kenne nur den einen Weg und der ist riskant. Die Gegenstände, die in die Puppen geflochten sind. Siehst du? Sie stehen für echte Menschen. Wir müssen die Puppe finden, die Anna symbolisiert, und sie hier rausholen. Aha. Du weißt scheinbar eine ganze Menge darüber. Aus alten Folianten über schwarze Magie. Zuerst haben wir alle verbrannt. Aber nun lesen wir sie besser immer zuerst. Und vergiftet eure Gedanken mit Magie und Aberglaube? Was hält der Hierarch davon? Hast du den Mann je getroffen? Nein. Ich auch nicht. Okay. Das Risiko besteht darin, dass wir nur einen Versuch haben, die richtige Puppe zu wählen, richtig? Ich will's nicht herausfordern. Ich kenne Anna nicht. Du weißt viel über sie. Die Wahl sollte dir leichter fallen. Na schön. Jetzt muss ich die Sehen richtige wir uns die Puppe Puppen mal finden. an. Die hier hat eine rote Perle. Anna trägt solche Perlen an einer Kette am Hals. Wie die Hälfte der Frauen zwischen Novigrad und Wengerberg. Das kann sie nicht sein. Na schön. Ich sehe mir die anderen an. Oh, welche ist es auch gewesen? In diese sind Vogelfedern eingeflochten. Das könnte glatt Philippa sein. Philippa? Philippa Eilhart? Wenn das stimmt, dann... Schon gut, der Name ist mir nur so durch den Kopf gegangen. Philippa ist viel zu klug, um sich von den Mumen in die Falle locken zu lassen. Außerdem sind wir nicht wegen Philippa hier, sondern wegen Anna. Und mir fällt nicht ein, was Vogelfedern mit ihr zu tun haben sollten. Wohl nicht. Aber was, wenn das eine Ablenkung ist und die Puppe eben doch Anna symbolisiert? Kaum. Die Mumen haben doch keinen Grund, hier zu tricksen. Wir sollten uns die anderen ansehen. Interessant. Eine Puppe mit einer Blume? Was findest du daran interessant? Das ist nicht irgendeine Blume, sondern eine violette Stockrose. Der Baron hat erwähnt, dass das Annas Lieblings... Richtig. Richtig. Du meinst, das ist die Puppe? Ja, die nehme ich nicht. Ja, es ist die andere noch Kann durchaus sein, Lotte. aber sicher bin ich nicht. Wir sollten uns die anderen ansehen. Sie haben das Menschenohr. Das ist sicher der andere. Der, der sich das Ohr An abgeschnitten dieser hat. hängt ein Menschenohr. Hat zweifellos einem der Bauern gehört. Anna hat noch beide Ohren. Sehen wir uns die anderen an. Ja, genau. Er ist der Große. Interessant. Eine Puppe mit einer Blume? Was findest du daran interessant? Das ist nicht irgendeine Blume. Du meinst, das ist die Puppe? Ja, komm ich nicht mit dir. Ich bin sicher. Ich nehme sie. Schnell, nach draußen! Mutter, du bist wieder Ah. da. Alles Ah, wird gut. gut. Dir wird es Die gut rechte geht gehen. noch. Tammy, ich sterbe. Ihr geht's schlecht. Ist wie im Delirium. Sie weiß nicht, was um sie herum geschieht. Du bist schwach. Musst dich ausruhen. Nein, hör zu. Die Mumen. Ich sollte für immer ihr Monster sein. Du hast den Zauber gebrochen. Doch nun muss ich gehen. Wovon redet sie, Hexer?
Aha. Die Mumen haben uns betrogen. Ihr Fluch ist ein Todesurteil. Er lässt sich nicht aufheben, zumindest nicht so, dass Anna leben könnte. Wir haben ihren Fluch vorübergehend gebrochen. Teilweise. Jetzt nimmt das Schicksal seinen Lauf. Was? Was soll das heißen? Sie stirbt. Es ist schön, euch zusammen zu sehen. Tut mir leid, Annie. Für alles. Es tut mir leid. Mutter, Tammy, erinnerst du dich? Der Tag an der Ina. natürlich. Die süßen Pflaumen, dein blaues Kleid. Und du hast mir einen Blumenkranz geflochten. Wir haben den ganzen Tag gelacht. Bitte, behalte mich so in Erinnerung. Nein! Ich danke dir. Sie konnten sich wenigstens verabschieden. Dank dir. Ich hätte gerne mehr getan. Komm, mein Kind. Das ewige Feuer wird deinen Schmerz lindern. Lass mich in Ruhe. Deine Bezahlung wartet auf Krähenfels auf dich. Hol sie dir dort ab. Das war nicht dein Werk. Ich weiß. Das macht es auch nicht leichter. Der Schmerz wird vergehen. Das würde ich sehr gerne glauben. Nimm dir eine. Aber dann müssen wir sie begraben und nach Novigrad zurückkehren. Also gut. Wir müssen die Einwohner So, also. Wenn sie sich beruhigt haben, kehren wir nach Novigrad zurück. Zu Befehl. Ja, es tut mir leid um die Anna. Lasst mich. Schade. Okay. In dem Fall. Schiebt Oder ab, etwas bevor mir der looten. Geduldsfaden reißt. Ich glaube, sie ist immer ausgesehen. Ja. Die Mumen. Okay. Mache ich da kurz einen Schnitt. He? Bis das nächste Mal. He? Tschüss.